عادي لا يا عم.大家懂吗？아주 러주기의 신기하나보다. 나는 신기. Zuallererst möchte ich gerne zu alle den versammelten Lehrern, den, den Kalyana Mitras, den Mitgliedern des erhabenen Sangam und all denen in den Klöstern und alle, die meine Dharma-Freunde, alle, die hier übers Internet verbunden sind, meine herzlichen Grüße und Wünsche übermitteln. Es ist heute schon eine Weile, dass ich hier mich dem, von dem Unterrichten hier kurz pausieren musste. Das ging mir nicht direkt schlecht. Das war ja eigentlich nur nicht zu viel, eigentlich nur 4-mal die Woche, dass ich hätte lehren müssen und auch nicht ein Übermaß an zu tun. Aber die Vorbereitung hat doch viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Und manchmal fühle ich mich nicht so gut und habe vielleicht einen Kopfschmerz. Und wenn sowas passiert, dann denke ich, vielleicht muss ich mich sehr anstrengen, aber dann wird es noch schlimmer. Und ich habe daraus gelernt, dass ich mich nicht einfach da mit Gewalt hindurchdrücken kann. Und deshalb habe ich einige von diesen Sitzungen hier ausfallen lassen müssen. Und ich habe gedacht, dass ich das kurz erkläre, weil sonst Leute sich Gedanken machen und sorgen, warum das denn passiert sei. So, heute ist der 12. Tag dieses Aya Kshema Frühling Dharmas und ich möchte mit euch über das sprechen. Es ist tatsächlich der 20. Vers heute, der heute die 20. gute Tat, die aus der Befreiungsgeschichte von Mikio Dorje zu erwähnen wäre. Und wenn ich sage die 20. gute Tat, dann beziehe ich mich darauf, dass die Gliederung ist, die der Diener Sanjay Paltrup verfasst hat. Und darin geht es hier um den Teil, der das Üben und Vertrautmachen mit den verschiedenen Arten von Bodhicitta, Herz und Mut betrifft. Und da ist einmal das sich gewöhnen an den Bodhicitta der Lebenstäuschung, der wiederum 2 Abschnitte hat, der sich in Sammlung vollzieht und dann was in dem Nacherleben zwischen den Sitzungen. Und darin sind in letzteren wieder 10 verschiedene Dinge, die als Weg zu nehmen sind. Und das, was wir heute besprechen wollen, von diesen 10 Schwierigkeiten, die auf den Weg zu nehmen sind, dann ist es die 10. dieser Situationen oder Herausforderungen, wie man Gier auf den Weg bringen kann oder als Weg nehmen kann. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch etwas nachtragen zu dem 9. Etwas, was diese Besprechung vervollständigt. Das möchte ich als erstes durchführen und dann über die 10. gute Tat sprechen. Anderen Tages, als ich über die 9. dieser Situation gesprochen habe, die auf den Weg zu bringen sind, das war also die 19. gute Tat, da habe ich über die 8 weltlichen Sorgen gesprochen und was passiert, wenn man die Verunglimpfung und so weiter auf den Weg bringen will und was sollten wir dann, wo es nicht einfach zu ignorieren ist, was man dann tun kann, um mit diesem Leid, mit diesem Schmerz fertig zu werden? Und wir haben vielfach schon darüber gesprochen, wie man Schwierigkeiten, Leid oder Probleme, Empfinden, Belastung auf den Weg bringen kann. Ich muss da nicht allzu viel darüber sprechen, dass im Allgemeinen, wir haben darüber sehr viel in anderem Zusammenhang schon gesprochen, aber es ist gut, wenn ich ein Beispiel hier gebe für das, was ich meine. All die großen Meister der Vergangenheit, vielleicht, wenn man, manche von denen wir noch gar nicht gehört haben, vielleicht, wenn man deren Lebens- und Befreiungsgeschichte nachvollzieht, dann gibt es Gelegenheiten, wo sie Belastungen
als Herausforderung nahmen oder als wichtiges Werkzeug, um ihre eigene Gutheit zu vermehren, Erfahrung zu sammeln. So sollten wir auch diese Gelegenheiten wahrnehmen. An dem Beispiel, so wie die großen Meister der Vergangenheit das getan haben, wie zum Beispiel, wenn wir an Tenka Rinpoche denken, die meisten von euch wissen das bereits. Wir haben ihn getroffen und Rinpoche hatte Diabetes. Und das war eine besondere Art von Diabetes. Eine sehr seltene Art von Diabetes, das nur einige Dutzende von Leuten in der Welt überhaupt bekommen. Und welche Art war die Krankheit? Wenn man eine kleine Verletzung nur hat, dann würde diese Wunde nicht heilen, sondern nach und nach das ganze Fleisch verrotten, sodass dann dein Fuß, wo er eine kleine Wunde hatte, eine winzige kleine Wunde, aber die wurde nicht besser und wurde größer und größer. Und am Ende kam es dazu, dass einer seiner Füße amputiert werden musste. Das ist so, wie wenn man ein Stück Holz abschneidet, musste man das Teil des Beines abtrennen. Wenn man darüber spricht, einen Fuß zu amputieren oder ein Bein, dann ist das für eine gewöhnliche Person ein außerordentlich betrüblicher Umstand, der viele in Verzweiflung treibt. Aber für Rinpoche war es so, sein Anästhesist hat selber da gesagt, er hat keinen Schmerz gespürt und er war auch nicht voller Sorge, dass der Fuß nun abkäme. Er hat damals dieses Üben des Gebens und Nehmens durchgeführt. Und so wurde diese Situation außerordentlich bedeutsam für ihn. So hat er gesagt, dass nicht nur das, er hatte auch, ich weiß nicht mehr, ob es seine rechte oder linke Hand war, es war die rechte Hand, glaube ich, da hat er zunächst eine Wunde, die dann dazu führte, dass der kleine Finger amputiert werden musste, oder zuerst war das der Ringfinger, oder war es der Zeigefinger, wie auch immer. Vielleicht war es der Zeigefinger, der amputiert werden muss. Ich denke, es war der Zeigefinger. Normalerweise war Tenka Rinpoche jemand, der immer viele Notizen durchführte. Wenn er in Tibet war, hat er jederzeit irgendwelche kleine Notizen mit eigener Hand durchführen, überall. Auch die Diener, die um ihn herum waren, hatten viele Briefe, die er mit der eigenen Hand geschrieben hat. Und später, nachdem sie seinen Zeigefinger entfernt hatten, da musste er den Stift zwischen dem Mittelfinger und dem Daumen halten. Das war durchaus nicht einfach war. Er hat aber darauf bestanden, dass er weiter Notizen heimlich handschriftlich verfertige. Während des 900-Jahre-Feier für der Karmapa-Tradition kam er eines Abends. Da hatten wir die Düsum Khyempa Guru Sadhana Anrufung. Das ist etwas, was ich selber verfasst habe und so weiter, dass wir das zusammen rezitieren können. Es war schwierig, das zu rezitieren und ich hatte aber gesehen, wie Rinpoche genau beobachtete, wie der Umse da vorgeht und hat da sofort Notizen verfasst in seinem eigenen Text. Hier kommt die Trommel, hier ist jene und diese Melodie zu verwenden und so weiter. Er hat jederzeit also Notizen gemacht über alle Einzelheiten. Das ist eine Spezialität, die ihn ausgezeichnet hat. Und seit er mit ganz schlechter Gesundheit war, dass auch seine Augen davon beeinträchtigt waren. Er hatte kein Bein, er hatte nicht mehr alle Finger, aber voller Begeisterung und Lebenswille. Ein gewöhnlicher Mensch wäre an dieser Stelle völlig verzweifeln und betrübt, deprimiert sein. Und viele auch seelische Schwierigkeiten davon tragen von dieser körperlichen Versehrtheit.
aber er ist überall noch weiter hingegangen, hat wir normalerweise nicht dran denken, dann in solchem Zustand noch solche Unternehmungen anzufangen, aber er hat in keiner Weise sich davon abbringen lassen. Hat eines Tages, als wir den Mahakala Puja durchgeführt haben und er nicht aufgrund seiner Gesundheit nicht herkommen konnte eigentlich, obwohl das natürlich so schwierige Situation körperlich hat, er so viel Begeisterung, dass er sagt, ich muss unbedingt auch daran teilnehmen und dorthin gehen. Das ist also jemand, von dem wir direkt gesehen haben, dem wir das erlebt haben, wie er diese Situation als Herausforderung nahm. Es gibt viele, viele Beispiele. Wenn wir an die großen Lehrer der Vergangenheit denken, wenn wir immer nur denken, das war alles in der Vergangenheit und das findet heute nicht mehr statt, so sollten wir das nicht ansehen. Deswegen sind die Beispiele wichtig, die wir direkt sehen können, von denen wir direkter Hand wissen. Wir können die Leute in Person treffen. Das ist jemand, von dem wir lernen können, direkt an seinem Beispiel und das in eigenes Üben und Erfahren umsetzen können. Das nächste aber, was ich ansprechen müsste, ist, was machen wir, wenn wir selber verunglimpft werden, herabgesetzt oder andere uns nicht respektieren? Wir haben darüber gesprochen, in der verschiedenen Weise, wie man verletzt werden kann oder wie man Schaden empfinden kann. Was wir andertags besprochen haben, war, wenn andere uns nicht respektieren oder uns verachten, ausschließen und so weiter, verschmähen. Das fühlt sich nicht gut an. Da fühlen wir uns, dass dazu ein Schaden zugefügt werde. Viele Leute denken, wenn man sagt, nicht respektiert zu werden, das wollen sie nicht akzeptieren. Sie denken von sich selber, haben sie eine sehr gute Meinung. Und sie können das eigentlich gar nicht aushalten, dass man nicht respektiert, nicht beachtet wird, möchten das gar nicht zugeben. Also wenn solche Situationen auftreten, wo wir, und das kommt häufig in unserer Gesellschaft vor, dass man verschmäht wird abgesetzt, wird ausgeschlossen oder verachtet und so weiter. Dann gehen da Gefühle mit verbunden, die mit Betrübtsein, mit Ärger, mit Verzweiflung, mit Gefühl von Verlust oder Ärger und so weiter daherkommen. Und wenn andere auf uns herabzuschauen scheinen. Zum Beispiel, wenn wir erleben, wie unsere Eltern vielleicht in unserer Wahrnehmung die Geschwister besser behandeln. Und wir denken, oh, ich werde hier nicht richtig beachtet, die schauen nicht auf uns. Auch. Und selbst wenn wir auf der Arbeit sind oder eine Arbeit suchen, oder unser Vorgesetzter, unser Boss, da mehr Aufmerksamkeit auf die anderen zu verwenden scheint und die besser zu behandelt, so uns das vorkommt, dann haben wir vielleicht auch dieses Gefühl des Ausgeschlossen oder verschmäht oder Abgesetztseins. Oder wir denken vielleicht an solche Situationen des Verliebtseins, der romantischen Beziehungen, in denen wir das Gefühl haben, dass unser Partner uns nicht so wichtig nimmt, wie wir es gerne hätten. Oder wenn man Dharma versucht zu üben und unser Guru scheint, dass er andere bevorzugt und die für wichtiger hält oder es mehr Beachtung gibt, dann fühlen wir uns vielleicht auch ignoriert und nicht so im Maße wertgeschätzt. Ganz kurz gesagt, unser ganzes Leben ist ausgefüllt mit solchen Geschichten, die wieder und wieder vorkommen und man denkt vielleicht dabei, niemand gibt Acht auf mich, niemand achtet mich, wertschätzt mich, nehmen mich alle nicht für voll oder wichtig. Und ja, in solchen Situationen, aus diesem Grund, passiert es, dass viele Menschen große Anstrengungen unternehmen, um einfach mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, mehr bekannt zu werden, berühmt zu werden, dass andere auf sie schauen. Und sie hoffen, dass das so funktioniert. Und sie machen alle möglichen Dinge und unternehmen Maßnahmen auf den
sozialen Medien oder im Internet und so weiter. Da geht es leichter und versuchen dort, dass sie mehr berühmt, beachtet oder wohl bekannt werden, jemand, der im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und so weiter. Und warum machen sie das? Warum bemühen sie sich so sehr um dieses Ziel? Und ein Grund ist der, dass sie ein großes Klammern daran haben, an die Idee, bekannt oder berühmt oder anerkannt zu sein. In einer anderen Hinsicht könnte man auch sagen, dass sie nicht nur ruhmsüchtig sind, sondern dass sie einfach diese Idee haben, ich bin vorhanden, ich lebe. Und dass sie diese Idee, dieses Vorhandenwähnen in ihrer Selbstintensität gewinnt und dass sie deshalb aus diesem Grund heraus mehr Aufmerksamkeit von anderen suchen. Zum Beispiel heutzutage haben wir alle diese Dinge wie WeChat und Facebook und so weiter. Und die nehmen dann, da gibt es diese, in WeChat gibt es diese sogenannten Moments, diese Situation, wo Leute ihre Episoden, ihre Bilder, ihr Leben dokumentieren und von sich da alle möglichen Dinge hineinstellen. Oder in Facebook gibt es auch solche Stellen, wo man immer wieder die eigenen Bilder der eigenen Situationen und Mitteilungen und so weiter alles dort hineinstellen kann. Der Grund, warum wir so viel da hineingeben, um uns da zu exponieren, ist, dass wir andere dazu bringen wollen, auf uns zu schauen. Wir wollen die Aufmerksamkeit der anderen erregen durch all dieses Tun. Und das macht unseren Glauben daran, dass wir vorhanden sind, dass wir doch existieren, sagen, ich bin doch da, ich bin doch hier, dass wir in diese Idee dadurch an Stärke gewinnen. Um das zu bekräftigen, geben wir so viel Aufwand da hinein. Eine andere Situation sind Leute, selbst wenn es ihnen nicht darum zu gehen scheint, dass die anderen sie rühmen oder loben und sogar sagen, es ist okay, wenn die anderen mich kritisieren, das ist auch okay, wenn die anderen mich, dann ist deren Grund, wenn Sie so sagen, jetzt, wenn da Leute sich fürchterlich aufregen über Sie und so weiter, dann ist Ihr Gedanke dabei, ja, das hat gut geklappt. Die Leute geben auf mich Acht. Oder die schlimmen Dinge passieren, das macht ihnen überhaupt nichts aus, sondern Hauptsache, die Leute geben ihnen Aufmerksamkeit. Je mehr Leute darauf achten und darüber sich aufregen, ist das total gut. So denken Sie. Das ist noch nicht einmal so sehr, dass es um den Ruhm geht, sondern im Sinne, in diesem guten Sinne, sondern dass sie einfach, wenn sie Aufregung erzeugen, große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und da gibt es eine Geschichte hier, die ich sagen möchte, das tatsächlich passiert. Also was vorher waren das immer Geschichten, die in der Vergangenheit waren, die ich erfunden habe oder die ich mir ausgedacht habe. Aber hier ist eine wirkliche Geschichte. Und da war jemand, der wollte so einen Elefanten genommen hat und damit durch die kleinen Nebenstraßen sich bewegt hat und sitzt also auf diesem Elefanten und hat da ein bisschen groß herzumachen, stolziert mit seinem Elefanten herum, prahlt mit dieser Situation. Wenn das jetzt eine Kuh gewesen wäre, die da mit sich herumzieht, dann wäre das keine große Geschichte, aber mit einem Elefanten da herumzuziehen und dann da durch die Nebenstraßen zu gehen und herumzustolzieren und dann durch alle die Nebenstraßen der Stadt. In dieser Stadt, heißt es, war es sehr selten, dass man einen Elefanten zu Gesicht bekam. Und die Leute waren sehr darüber erstaunt und waren ganz fasziniert davon. Und er hatte eine große Gruppe, die ihm dem nachfolgte und die zuschauen möchte, was passiert mit diesem Elefanten. Und dann eines Moments, da plötzlich, man weiß nicht, wo es herkam, war da so ein Lhasa Apso, so ein kleiner, winziger tibetischer Hund. So ein Apso-Hund. Es gibt so viele verschiedene Hunderassen, aber das ist eine ganz spezielle Art von Hund. Ein winziger tibetischer Hund. Niemand weiß, wo dieser Hund plötzlich herkam.
Und dass dieser Hund dann plötzlich machte, als er diesen Elefant sah, und den Elefanten angebellt, großen Krach gemacht und so weiter. Und er war nicht so ganz sicher, ob er sich besser wäre, jetzt hier zu jaulen und zu heulen oder ob er den Elefanten versuchen soll zu beißen oder ob er versuchen soll, sich ihm entgegenzustellen, um ihn zu konfrontieren und so weiter. Er hat sich so gebärdet, als ob er mit dem Elefanten einen Kampf anzetteln wollte. Und dann ist aber ein anderer Hund, ein langhaariger Hund, so eine andere Sorte. Und die haben sich unterhalten. Und der langhaarige Hund sagte zu dem kleinen Hund, sagte, Freund, mach doch hier keinen, du, mach dich doch nicht lächerlich hier. Wie kannst du hier es versuchen, mit einem Elefanten aufzunehmen? Pass nur auf, du wirst schon sehen. Dein Bellen wird schon zu einem Ende kommen. Der Elefant kommt einfach auf dich zu. Du hast halt wahrscheinlich keine Stimme mehr, bist du dann. Aber der Elefant wird einfach, ohne dir einen Blick zu würdigen, weitergehen. Und wie viel du auch immer dich anstrengst und hier ein Gebelle anfängst, der Elefant wird sich nicht einmal beachten. Und der Apso dachte dann, ha, du hast das nicht verstanden. Ich habe genau das, was ich hier haben wollte. Schau, was jetzt passiert. Ich hab noch nicht einmal nötig, hier zu kämpfen. Und trotzdem bin ich plötzlich der mutigste aller Hunde geworden. Ich bin der größte, zuversichtliche, mutigste von allen Hunden. Das alleine hat mir schon den Tag gerettet. All die anderen Hunde werden sagen, hier, dieser Streuner da, mit dem ist richtig was los. Schau dir den an, wie stark der ist. Der wagt es sogar, einen Elefanten zu beißen. Das werden Sie in Zukunft von mir sagen. Jetzt bin ich richtig froh über diese Gelegenheit. So ungefähr war die Situation, ja. Aber wenn man von einer anderen Seite darauf schaut, so verhalten wir uns auch manchmal so. Um anderer Leute Aufmerksamkeit zu ziehen, unternehmen wir alle möglichen Dinge. Selbst wenn die anderen uns versuchen, einen Dämpfer zu geben, wenn sie uns lächerlich empfinden, und dann denkt man, ach, das ist doch prima, das hat doch groß geklappt, jetzt schauen sie alle auf mich und ich bin im Zentrum der Aufmerksamkeit, selbst wenn sie sich hier fremdschämen für mich. Wir haben ein so starkes Verlangen danach, die Aufmerksamkeit anderer auf uns zu ziehen. Und wir überlegen, was können wir anstellen, um die anderen dazu zu bringen, uns für wichtig zu nehmen? Was ist der ganze Sinn dieser Sache des Unternehmens? Was ist der eigentliche Ziel dahinter? Was steckt dahinter alledem Bemühen? Wir haben im tiefe Idee davon, dass wir irgendetwas Besonderes seien. Und dass da irgendein Sinn dafür da sein muss, dass wir hier sind und dass wir etwas Spezielles, Besonderes sind, weshalb wir die Aufmerksamkeit anderer gewinnen müssen. So, was ist der Grund dafür, dass wir so darauf beharren? Warum reicht es nicht, dass wir einfach Menschen sind? Warum müssen wir etwas Besonderes sein wollen? Warum müssen wir unbedingt die Aufmerksamkeit anderer auf uns ziehen? Und so wichtig, was die anderen von uns denken. Letztlich kommt das darauf zurück, dass wir tief im Inneren kein Vertrauen in uns selbst haben. Ein tiefer Mangel an Selbstvertrauen. Da gibt es verschiedene Arten, wie wir einen solchen Mangel an Selbstvertrauen mit uns umhertragen. Eine davon ist, dass wenn man es im Äußeren die Situation betrachtet, dann denken einige,
Ja, es ist vielleicht nicht alles so gut und es ist nicht so geworden, wie ich mir das gedacht habe, vielleicht nicht ganz so sich entwickelt. Die hat sich nicht so wie erwartet entwickelt, aber wir hoffen darauf, dass die Dinge sich so entwickeln, wie wir es gerne hätten. Und andere, wenn dann andere Leute deswegen nicht genügend Aufmerksamkeit auf uns geben, dann werden wir noch zerknirschter und dass wir sogar noch mehr unser Vertrauen in uns selbst verlieren und zerknirscht sind darüber. Das ist sozusagen etwas, das an den äußeren Situationen abhängig ist, von den anderen herkommt. Der zweite Grund aber ist, dass wir tief in uns selbst, nicht in uns selbst vertrauen. Und was bedeutet das, wenn wir nach außen schauen? Wenn da selbst von außen nicht sichtbar ist, dass wir keinen Grund hätten, hier keinen Grund hätten, einen Mangel an Selbstvertrauen zu haben, warum bin ich geboren in meiner Mutter Leib und, und warum haben wir eine Ausbildung? Das eigentlich sich so anfühlt, dass es keinen richtigen Grund dafür gibt, dass wir hier sein sollten. Warum sind wir eigentlich genau hier und jetzt gelandet? Und das hat also nicht mit den äußeren Umständen zu tun direkt. Wir können unterscheiden, ob das ein Mangel an Selbstvertrauen ist aufgrund von äußerer Situation ist oder ohne diesen. Und es gibt auch viele Leute, die einen solchen Mangel an Selbstvertrauen haben, die nicht richtig im Inneren nicht selber an sich glauben. Sie haben das Gefühl, dass die anderen sie nicht beachten und sie herabsetzen oder ausschließen. Und das macht ihnen ganz große seelischen Schmerz. Und deshalb gibt es dieser Tage eben solche Krankheitsbilder wie Depression. Das muss nicht mal eine solche Krankheitsbild direkt sein, das kann auch einfach dieses niedergedrückt sein, enttäuscht sein oder andere. Dann gibt es die Sachen, wo die Kinder, die achten besonders auf sich gegenseitig und richten sich danach, was die anderen tun. Und dann sagen bei dem Mädchen ist es besonders ausgeprägt, wird dann einige sagen, hey, du bist aber ganz schön dick geworden. Und dass sie das wahnsinnig aufregt und das in der Tiefe trifft und sie denken, nein, das stimmt doch gar nicht. Und dann hören sie auf zu essen, bis hin, dass sie eine solches Krankheitsbild des Anorexia entwickeln, wo sie dann Widerwillen haben und sich erbrechen müssen, wenn sie Essen sehen und so weiter. Und weil einige Leute von den Aussagen der anderen so sich herabgesetzt fühlen, dass sie das bis in den Selbstmord hineintreiben kann, weil sie nicht an sich glauben, dass sie das Gefühl haben, sie haben keinen Platz in dieser Welt, sie sind es nicht wert und nicht als wert oder wertvoll oder wichtig selber betrachten. Aus diesem Grunde ist da der Zeitpunkt gekommen, wo ich eine tibetische Geschichte erzählen soll. Also das ist jetzt eine echte Geschichte, eine historische Geschichte, keine ausgedachte Geschichte. Über Milarepa. Wie wir wissen, Milarepa hat gelebt vom Brennnesseln zu essen. Er hat sich von Brennnesseln ernährt und aufgrund dieses fortwährend nur sich von Brennnesseln ernährens wurde sein Körper immer schwächer und er war sogar vom Außen her, nahm eine grüne Farbe an, der Körper wurde schwächer und schwächer. Es schien sein Körper zu verfallen und völlig ausgelaugt. Man hat das Gefühl, so wie verschimmelt der Körper aussah. Wenn man ihn so sah, dann hat man das Gefühl, er würde auseinanderfallen. Die Arme und Beine würden einfach auseinanderbrechen, so wie ein Skelett abgemagert. Und dann Leute ihn sahen, dann haben sie gedacht, liebes bisschen ist das wirklich ein Mensch? Kann doch nicht wahr sein. Das passierte tatsächlich, als er diesen Punkt erreichte. Und da waren Leute, die dann da in der Gegend
waren, um nach Federn zu suchen. Die suchten nach speziellen Federn und um die zu sammeln, um die zu sammeln, muss man in die Berge gehen, in die verschiedenen Höhlen, wo da die Vögel in Vogelnester zu finden und so weiter. Und sie haben dann durch alle die verschiedenen Höhlen und Plätze geschaut und durchsucht. Und als sie zu Milarepas Höhle kamen und Milarepa sahen, im Moment, wo sie ihn erblickten, haben sie gesagt, oh, da ist ein Geist, und sind weggerannt. Und der Grund dafür war, weil diese völlig verfallene, grüne Person, sie rannten also weg mit dem Gedanken, sie hätten einen Geist getroffen. Und Milarepa rief ihnen nach, ich bin Mensch, ihr müsst keine Angst haben. Bist du wirklich? Ich bin mir nicht sicher, ob das echt ein Mensch ist. Dann haben sie nicht einmal sich dran gewagt in die Nähe, von weit in der Ferne haben sie geschaut. Wie kann es ein Mensch sein, der so ist? Der ist noch nicht mal gestorben ist. Der sieht, so wie man den Körper anschaut, denkt man, der ist schon gestorben. Also von ferne hin betrachten, haben sie es nicht mehr gewagt, sich in seine Nähe zu begeben und einfach sind verschwunden. Und dann ein paar Tage später war da einer in dieser Gruppe, ein älterer Mann, der sich das vielleicht nachher nochmal überlegt hat und gedacht, das ist vielleicht jemand, der wirklich dort sich übt in der Gegend, und er hatte ein bisschen mehr Mut und er hat ein bisschen Zampa herangebracht und hat mit der Repa sich ein bisschen unterhalten, hat ihm dieses bisschen Zampa zu Milarepa gegeben, und Milarepa hatte keinen Zampa. Er hatte nur diese Brennnesseln. Und sobald er ein bisschen von diesem Zampa hatte, hat er es in seine Nettelsuppe hineingetan. Und das alleine schon hat seine Gesundheit hat sich sehr verbessert, und er fühlte sich sehr wohl von dieser nahrhaften Speise und hat darauf dieses Lied von der bedingten Fügung angestimmt. Und ein bisschen, wie das einen Unterschied macht, dieses bisschen Zampa in der Brennnesselsuppe. Aber Milarepa war so geschwächt, dass das bisschen Zampa alleine schon eine große Veränderung in seinem Körper hervorrief und seinen Körper am Leben hielt. Und richtig eine hervorragende Maßnahme war in diesem Moment. Es ist nicht, dass er das alle Zeit zur Verfügung hätte. Wir können das gar nicht nachvollziehen, weil wir so eine Situation nicht erlebt haben. Aber der Mann, der diesen Zampa beibrachte, war Shendorma. Nachdem er Milarepa die Zampa geschenkt hatte, war da eines Tages in dem Tal irgend so eine Art ein Fest, da wohl wahrscheinlich so eine Heirat oder irgend sowas, wo da viel Bier, ein Bierfest, was da stattfand. Und dann hat er gesagt, hier, da oben am Ende des Tales, da am Obertal, da ist da jemand, der ist Miller Töppergal. Das heißt, der jemand, von dem es eine Freude ist, ihn zu hören, heißt der Name. Und er denkt über nichts anderes als Dharma. Das ist sein einziges Ziel. Und wir sollten tatsächlich hier etwas einsammeln und eine Spende machen. Und unter all diesen ganzen Heiratsgästen war da auch die Tante von Milarepa. Und die Tante und Onkel, die damals Milarepa gequält haben. Und die Leute wussten, dass das ihr Neffe war. Und er sagt, ja, du bist doch seine Tante hier. Du solltest da hingehen und ihm etwas an Proviant vorbeibringen. Okay, die Tante konnte natürlich nicht Nein sagen, konnte dieses Angebot nicht ablehnen, hat jemand als Hilfe mitgenommen, etwas Fleisch und einen kleinen Klumpen Butter, um dann Milarepa dort zu treffen. Als sie zu Milarepas Höhle kam, etwa zu diesem Zeitpunkt, genau, Milarepa inmitten seiner Übungssitzung, und
Und er hat nicht deswegen jetzt seine Übungssitzung unterbrochen und hat deshalb auch nicht reagiert. Ja, das ist ja von Anfang an, fand sie das also eine ganz, unangenehme Situation. Und sie wollte da auch nicht lange verbleiben und es wurde sehr ungehalten und hat dann einfach dann Butter und Fleisch dort im Gras übrig gelassen und ist einfach weggegangen. Was dann passierte? Millarepa hat es nicht einmal gesehen, dass sie hat nicht bemerkt, dass sie vorbeikam oder geschweige denn, dass sie etwas dagelassen habe an Fleisch und Butter und die Füchse und Wölfe oder wer immer, da haben die es aufgegessen und nichts für Millarepa übrig. Nachdem nun dieses Gerücht die Runde machte, dass da jemand Millarepa gar dort in dieser Höhle im Obertale sitze, war auch dann seine Schwester Petta, die davon zu hören bekam, und sie ging zu der Tante und unterhielt sich mit ihr darüber. Und die Tante sagte: „Als ich da hinging, da er hat noch nicht einmal mir eine Aufmerksamkeit geschenkt. Er hat mich nicht empfangen, hat mich nicht gut behandelt. Aber du bist seine Schwester. Vielleicht ist es besser, wenn du ihn versuchst zu treffen.“ Und hat ihr den Weg erklärt, wo sie hingehen müsse, und die Petter die ist dann darauf gegangen, um ihn zu treffen, und als sie dann an der Höhle ankam, hat sie in die Höhle hineingerufen: „Tüpaka!“ Milarepa kam dann langsam aus der Höhle heraus, und als sie ihn aber sah, dachte die Schwester: „Ach du liebes bisschen, jemand, der so dünn ist, das kann doch niemals mein Bruder sein.“ Und sie wollte weglaufen, aber dann hat sie seine Stimme erkannt. So jemand, der so aussieht, das kann doch nicht mein Bruder sein. Niemand konnte eigentlich Milarepa so an dem Äußeren mehr erkennen. Ja, ne, er hat das verstanden, Milarepa, und er hat dann gesagt: „Komm her, komm her.“ Peter sagte dann später, dass sie eben das Gesicht und das ganze Erscheinen nicht erkannt habe, aber die Stimme hat sie wieder erkannt, und sie ging dann zurück zu der Höhle und hat auf ihn geschaut und hat: „Ach, du liebes bisschen.“ Der ganze Körper, die Haare selbst grün, der Körper wie zu einem Skelett abgemagert. Und die Nase war eingefallen, die Augen tief in den Höhlen verschwunden, das ganze Gesicht und auch die Zunge waren alle wie verschrumpelt, und er konnte kaum sprechen, so schwach, eine völlig verwaschene Sprache. Und Peter schaute auf ihn, dann die Schwester schaute auf ihn und war zutiefst betrübt und brach in Tränen aus. Sie sagte: „Es soll niemand in dieser Welt wie wir, Bruder und Schwester, die so elend dran sind wie wir zwei.“ Sie hat sich dann hingehockt und den Kopf zwischen den Knien und eben bitterlich angefangen zu weinen. Milarepa hat sein Stück Stoff, was die eine Tante ihm gebracht hat, um die Hüften gewickelt, und er hat dann ihr ein Lied gesungen, ein trostspendendes Lied. Und die Schwester sagte: „Kann dir nichts anbieten. Ich bin ein Bettler wie du. Kann dir nichts bringen.“ Und er hatte nichts anderes zum Essen kochen als bloß diese Brennnesseln, und dann hat die Schwester angefangen, ein bisschen Brennnesselsuppe zu bereiten, aber da musst du doch, sagt sie, wenn man Brennnesselsuppe macht, ein bisschen Fleisch reinmachen, ein bisschen Fett zu den Brennnesseln. Da da muss auch Salz noch rein und so weiter. Das wusste sie. Vielleicht dachte sie, da hat die Tante hat irgendwas gebracht, hier muss noch ein bisschen Fleisch oder Fett irgendwo noch übrig sein. Hm, da muss man doch ein bisschen was von reinmachen. Wo ist denn hier dein Salz? Wo ist das Fleisch und wo ist die Butter? Ja, und dann Reber sagte: „Oh, wenn da Salz und Fleisch und Butter wäre, dann wäre das tatsächlich ein echtes Essen, aber dann es ist hier nicht da. Da musst du einfach ein bisschen mehr 'n Brannnesseln dafür reinmachen, anstelle von Fleisch und Fett. Einfach mehr extra Portion Brennnesseln dazu, mehr.“
habe ich nicht. Und kann man nichts anderes reinmachen, was man dem das mehr Geschmack zu verleihen. Und dann hat sie dreifach dann noch wieder Brennnessel dazugesetzt und Miller-Reber hat es verspeist, als ob es eine köstliche Suppe sei. Und aber obwohl Petter selber eine Bettlerin war, war diese Situation so abstoßend unangenehm für sie, dass sie es kaum aushalten konnte. Für Miller-Reber war es eine köstliche Speise. Und, alles, und sie, ob dieses schlechten Essens und erbärmlichen Situationen, brach sie wieder in Tränen aus. Oh, vielleicht sagte sie, es wäre vielleicht besser, wenn du ein bisschen herumgehen würdest, um dir Sachen zu erbetteln, wenigstens. Er sagt, ich habe keine Zeit dafür, hier um Almosen zu betteln. Ich muss mich hier um mein Üben kümmern. Da gibt es keine. Dann so hat sich die Schwester entschlossen, dass sie selber diese Aufgabe übernehme und ist dann das ganze Tal rauf und runter gegangen, um etwas zu erbetteln und hat dadurch ein klein bisschen Zampa zusammenbekommen, dass sie dann Milarepa bringen konnte, um ihm es. Und als sie dann kam, Milarepa hatte keine Kleider an, war also einfach völlig nackt. Und sie sah das und war völlig beschämt. Bist du noch nicht mal beschämt? Schämst du dich nicht mal vor deiner eigenen Schwester hier? Die Leute sagen schon, dass du kein Mensch mehr bist eigentlich. Und Milarepa hat ja noch eine ganze Reihe anderer Lieder gesungen an dieser Stelle. Und dann ist sie wieder weg und hat nochmal, um betteln zu gehen. Und dann sah sie Bari Lotsawa. Ein großes Ereignis, wo er in köstliche Kleider gehüllt, dort hatte einen großen Hut auf und ein Gewand um sich aus kostbarem Stoff und so weiter. Und dachte sich die Schwester, so sollten Leute sein, die Dharma üben. Das Dharma, den mein Bruder da übt, davon kann man noch nicht einmal die Kleider haben. Er ist am Grenze des Wegsterbens, mein Bruder. So ist sie dann das Tal rauf und runter gezogen und da gab es diese verschiedenen Kissen, die Leute verwenden haben. Und da gab es so ein bisschen Wolle, was übrig geblieben war, was dann nicht in so ein Kissen hineingepasst hat. Und das hat sie zusammen. Dann hat sie noch Hundehaare und Sachen und hat daraus ein Stück Stoff erstellt, gewebt. Und hat das mir darüber gebracht. Du musst doch was anziehen, Mensch. Wenn das Wenigste ist, dass du dir was anziehst. Und du solltest eigentlich sein, so wie, geh doch runter in das Tal und werde ein Diener von diesem Lama Barilozava. Das ist jemand, der richtig Dharma übt. Und dann macht dir wenigstens hier aus diesem Stück Stoff irgendwas zum Anziehen. Aber die Art und Weise, wie du Dharma übst, da kann doch überhaupt nichts bei raus. Das sieht man doch. Dann hat er ihr das Lied von den 8 weltlichen Sorgen gesungen. Gut, da werde ich aber jetzt nicht drauf eingehen. Das Einzige, was ich hier erwähnen möchte, ist, dass die Schwester ging dann nochmal in das Tal, um wieder zu betteln und hat dann Zampa und Bier zusammengetragen und dann haben sie zusammen einen Gana Chakra veranstaltet. Ein Vajra-Fest. Und in diesem Gana Chakra und Mittlerweile sagte seine Schwester, du brauchst nicht wieder herzukommen. Ich bin ein Dharma-Übender. Ich tue hier mein Dharma zu üben und du brauchst dich nicht ständig zu bemühen, hier raufzukommen, um bloß zu schauen, ob mein Zampa alle ist oder so. Da gibt es verschiedene Arten von Versionen von diesem Lied, das er hier gesungen hat, gab es verschiedene
Zum Leib des Herrn und Guru geht mein Flehen, dass der Bettler in den Bergen bleiben kann, ermutige. Mein Heitersein von Feinden unbemerkt, mein Leid von Freunden nicht verspürt. Falls ich in dieser Bergwelt sterben kann, ist dieses Bettlers Herzenswunsch erfüllt. Mein Frieren hier von Vater unbemerkt, mein Hunger von der Mutter nicht verspürt. Falls ich in dieser Bergwelt sterben kann, ist dieses Bettlers Herzenswunsch erfüllt. Mein Altern von den Freunden unbemerkt, mein Kranksein von der Schwester nicht verspürt, falls ich in dieser Bergwelt sterben kann, ist dieses Bettlers Herzenswunsch erfüllt. Da gibt es einen Schreibfehler gerade. Mein Fleisch und Gedärm von Ameisen geschlürft, Muskel, Sehnen von Würmern aufgezehrt. Falls ich in dieser Bergwelt sterben kann, ist dieses Bettlers Herzenswunsch erfüllt. Mein Tod von Menschen unbemerkt, Leichenrest von Vögeln nicht erspäht. Falls ich in dieser Bergwelt sterben kann, ist dieses Bettlers Herzenswunsch erfüllt. Kein Menschenfußabdruck vor meiner Tür, darin nicht eine Spur von Blut zu sehen. Falls ich in dieser Bergwelt sterben kann, ist meines Bettlers Herzenswunsch erfüllt. Für meine Leiche keine Totenträger, kein Trauergast, der um mein Sterben weint. Falls ich in dieser Bergwelt sterben kann, ist mein Bettlers Herzenswunsch erfüllt. Niemand, der nachfragt, wo ich hinging, nichts, wo man sagen könnte, dort ist er hin. Falls ich in dieser Bergwelt sterben kann, so ist dieses Bettlers Herzenswunsch erfüllt. In dieser menschenleeren Felsenhöhe sei dieses Bettlers Sterbenswünschen gefasst zum Wohl all der Getriebenen. Was man daraus sehen kann, es geht bei ihm um alles aufzugeben, alles Sorge für weder, dass die Freunde noch die Familie in irgendeiner Weise sich um ihn kümmern müsse. Selbst die Vögel sollten nicht mal die Leichenüberreste zur Kenntnis nehmen. So viele solche Bemerkungen finden sich in diesem Lied, und wenn wir darauf schauen, dann ist das die Art und Weise, wie jemand tatsächlich befreiende Informationen, Dharma, übend, sich mit dem Leben Dharma widmet. Dann ist es wichtig, dass man nicht nur in der Weise lebt, die sich daran orientiert, wie die anderen uns sehen. Unsere eigene Menge an Geschicklichkeit oder unser Wissen kann nicht alleine daran gemessen werden, ob andere Leute uns für wichtig nehmen oder uns aufmerksam geben. Es entscheidet sich nicht daran, ob wir von anderen angenommen oder wertgeschätzt werden. Das, wie gut wir sind, kann nicht durch andere Leute betrachtet werden. Wie es in den 7 Punkten der Herzensschulung heißt, die von den 2 Zeugen haltet den einen für das Wichtige. Also ob du ein guter oder schlechter Mensch bist, entscheidet, ist allein der Autorität der eigenen gültigen Wahrnehmung oder des eigenen Fürwahrnehmens zu überlassen. Ob jemand echten Dharma, verlässliche Dharma-Information übt, ist oder auch sich an dem Gurus Rat orientieren muss. Das hat etwas damit zu tun, dass unser Vertrauen in uns selbst und unser Üben, aus diesem Üben selbst und aus dem Dharma heraus geschöpft werden muss. Wir brauchen ein reines Herzensansinnen, den Bodhicitta, Herzensmut. Und daraus wird sich unser Selbstvertrauen ergeben. Das alleine ist die einzige Ursache dafür, für tiefe innere Heiterkeit. Und die Wichtigkeit, die Wichtigkeit ergibt sich alleine, der Wert ergibt sich alleine daraus. Es gibt keinerlei Grund dafür, betrübt zu sein, ob andere uns beachten oder nicht. Ja. Der Hauptzweck unseres Lebens, das Ziel unseres Herzens, ist, ob wir unser Dharma üben, diese befreiende Information in eigene Erfahrung umsetzen können. Das alleine ist der entscheidende Gesichtspunkt. In einer Gesellschaft, wo Leute uns beachten, beurteilen, können wir niemals alle zufriedenstellen und danach uns orientieren, was die anderen alleine von uns halten oder uns auch ihnen ausrichten.
von einigen Leuten, wenn die das sonst wäre es so, dass man im Angesichts von einigen Begegnungen mit Menschen sich inspiriert und ermutigt fühlt, von anderen Menschen würden wir uns wieder deprimiert und entmutigt und so weiter. Und wenn man 100 Leute hat und da wäre eine Person alle, die finden mich gut und diese eine Person, sie mag uns nicht, dann nehmen wir das noch besonders wichtig. Die anderen, wenn da jemand sagt: „Komm, du bist ein Misttyp“, dann in dem Moment sind wir sofort, obwohl uns 100 Leute für gut halten oder nichts sagen, und eine Person nimmt und gibt uns hier macht uns Schwierigkeiten und bereitet uns eine harte Zeit, dann sind wir das so tiefst darüber enttäuscht, weil die anderen 100 Leute, die uns eigentlich gut finden, das nicht die ganze Zeit betonen und zur Schau tragen. So empfindlich sind wir und so ist es so schwierig in dieser Gesellschaft, wenn wir uns dann nur darum kümmern und scheren, was die anderen Leute von uns wollen und halten. So sind die Leute heute. Das, was die Leute von uns denken und wenn man sich daran orientiert, hat nichts damit zu tun, dass man echt versucht, befreiende Informationen in sein Leben zu integrieren, sondern da sind wir nur damit beschäftigt, uns über die Äußerlichkeiten des Lebens und mit den Äußerlichkeiten aufzuhalten, so wie das die Schwester hier in ihrer Aussage verkörpert. So ist die Art und Weise, wie die Leute denken. Da gibt es Leute, die haben großes Ansehen, die haben tolle Kleider, die sie tragen können. Und das ist doch die Art und Weise, wie man da mal üben solle. So, aber für Mittlere war es ganz anders. Die sagte, jemand, der echt der Dharma-Übung sich verschreibt, ist völlig unabhängig davon, ob er dies oder jenes zu essen oder an Kleidung bekommt. Aber ich glaube, das ist der Moment, wo wir hier eine Pause einlegen sollten. Dann kommen wir zurück und dann gibt es noch ein paar Sachen zu sagen. Wir haben 30 Minuten Pause. 答理解了呀，俺那啷们接着举个的下， So, wir kommen jetzt zu der 10. Art, wie man die Schwierigkeiten auf den Weg bringen kann. Das ist unter den verschiedenen guten Taten die 20. gute Tat. Um den Text hier vorzutragen: Seit unanfänglich Zeit ist hindurch Geburts- und Sterbensrunden Leben und Leib und Erleben so von heftigst Last erschöpft, hab um Buddha-Wachheit wahrzumachen, voller Kraft, Körper und Erleben dauerhaft zu nähren, mich Gemüt. Auch dies scheint mir, ist meine gute Tat. Das ist die 20. gute Tat und die 10. Herausforderung auf den Weg zu bringen. Um diese Bedeutung kurz zu erklären, die meisten Leute haben seit unanfänglicher Zeit in Samsara in jeweils ihrem Körper sich in Runden des Geboren- und Sterbenswerkens durch alle 3 Arten von Bereichen in Samsara bewegt und werden auch in Zukunft viele, viele Schwierigkeiten und Leid erfahren durch eben diese Folge. Die meisten denken nicht daran und können es nicht die Tatsache in den Augen sehen, dass man unerträgliches Leid in Zukunft allein durch durch Krankheit und Sterben wird erfahren müssen. Und trotzdem hängen sie an ihrem Körper fest und klammern sich an Essen und Bekleidung und Sinnesgenüssen. Selbst wenn sie Dharma üben, dann ist es für sie ein Dogma, dass man sich um Körper und den Leib so gründlich bemüht, dass man auf keinen Fall den Körper beschädigen darf. Und viele Gründe dafür, dass sie sich damit beschäftigt halten, sich um Essen und Kleidung zu kümmern. So passiert es doch dieser Tage, nicht wahr? Aber Mitje-Deutsche auf der anderen Seite war jemand, der ganz einfach eigentlich zu versorgen war, was Kleidung und Essen oder seine Lagerstätte anbetraf und so weiter. Er war unglaublich einfach zu versorgen. So einfach, ein einfacher Guru, könnte man sagen.
So wie der Spruch heißt, ein Kalyana Mitra, ein guter Herzensfreund sollte einfach zu versorgen sein. Oder wie es heißt, es, normalerweise ist es schwierig, den Guru zu versorgen und sich um alles zu kümmern und so weiter, aber Michi Deutsche war außerordentlich einfach zu versorgen. Das war eine seiner Spezialitäten. Und was mir das Essen anbetraf, was immer ihm da gegeben wurde, was immer ihm da angeboten war, das war ihm eigentlich alles recht. Es reichte aus, dass man es einfach in deine Gegenwart brachte, dieses Essen. Und er muss da sich nicht darum kümmern, ob das jetzt also welche Art von Sponsor das war und ob das jetzt eine köstliche oder eine nicht so gut zubereitete Speise war. Also auch wenn es ein Essen war, was er nie zu Gesicht bekommen hatte, auch das war ihm egal. Wenn man ihm etwas gab, dann war es so, als ob man einem Baby ein Stückchen Brot zum Kauen gibt, und es war ihm eigentlich völlig egal, welche Art dieses Essens war. So wie bei einem kleinen Kind. Wenn man ihm ein Stück Brot gibt, dann ist es alleine schon glücklich damit. Und so war mit die Leute. Was immer ihm auch gab, es war für ihn alles köstlich. Aber tatsächlich war es sehr schlechtes Essen, was er bekam. Die Diener haben sich nicht darum gekümmert. Wenn Leute das sahen, was er da zu essen bekam, dann haben sie angefangen zu weinen. Ja. Die würden dann denken, ach du liebes bisschen, was geben Sie ihm da ein Fraß zu essen? Es war so schlecht, dass Leute erstaunt waren, dass man sowas überhaupt ihm anbieten konnte. Aber er war völlig gleichgültig darin, er hat niemals gesagt, mach dieses oder jenes gutes Essen, oder er hat keine Erwartung auf das Essen, was man ihm gab, das hat er einfach aufgegessen, fertig. Hat sich niemand darüber geschert und auch keine Bemerkung da in der Richtung verloren. Das ist ein Beispiel, das er damit vorgelebt hat. So hat eigentlich in allem versucht, was sehr damit befasst, eben dieses Klammern an Essen und Speise zu vermeiden. Sein Diener, Sanjay Paltrop, hat dann mal eines Tages gefragt, hier, willst du nicht irgend so einen kleine Zwischenspeise oder sowas? Und dann gab es nicht viel, aber er sagte dann, ach, dann hier, da ist eine Box, hier eine ganze große Kiste von Klumpen von Honig darin. Ich konnte das auch selber alles nicht essen, und hier dann, ich brauche das alles nicht, gib es jemand anderem. Und eines Tages hat Michi Deutsche gesagt, als er Michi Deutsche gefragt hat, eines Tages, sei doch ein bisschen mehr sorgsam mit deinem Essen, du musst deine Gesundheit erhalten. Gib einfach ein bisschen mehr Acht auf, was du da alles isst. Andere Diener geben sich sehr viel Mühe, ihren Lehrer mit gutem Essen zu versorgen. So, sag uns bitte. Michi Deutsche antwortete, in der Vergangenheit, die früheren Karmapas, früheren Inkarnationen, zum Beispiel der Herr des Dharma, Rolpe Deutsche und so weiter. Sie hatten nie Probleme damit, sie hatten immer was zu essen. Und heutzutage sind wir so wie Bettler geworden. Und naja, selbst wenn ich sagen würde, dies oder jenes ist gut, das würde sowieso nicht passieren. Das bringt nicht. Das wird nicht passieren. Also hat niemals sich bemüht, irgendein spezielles, gutes Essen zu essen oder ein anderes zu
vermeiden. Und trotz dieser gemangelten Aufmerksamkeit auf die Art des Essens war seine Gesundheit außerordentlich gut. Er war sein von prächtigem Aussehen. Normalerweise, wenn wir den ganzen Tag nichts essen oder einige Tage kein gutes Essen sehen, dann könnte unser Körper etwas schwerfällig und träge werden und so weiter. Michidori war nicht der Art. Zum Beispiel, wenn man den ganzen Tag keinen Tee gekriegt hat, dann ist man vielleicht müde und so weiter. Seine Gesundheit war davon in keiner Weise beeinträchtigt. Er war niemals krank. Auch wenn er den ganzen Tag keinen Tee zur Verfügung hatte, war er niemals davon müde oder träge. Oder wenn man von seinem Essen spricht, weil er ein großer, wichtiger Lehrer war, dann wäre es nicht okay, wenn er einfach nur in Lumpen herumsäße, aber er hatte nun wirklich keine besonders guten Kleider getragen. Er hat nur gerade, dass er keine Lumpen am Leibe trug, aber sonst hat er keinerlei Aufmerksamkeit keine Wichtigkeit der Kleidung gezollt. Ob das besonderes Material war oder nicht, war ihm völlig egal, so wie andere Lehrer in dieser damaligen Zeit sich in Seidengewänder, kostbarem Brokat gehüllt haben und so weiter. Und er trug dann vielleicht einfach ein Stofftuch, ein Baumwolltuch oder ein wollenes Umhang und so weiter und dann einen alten Hut und so weiter. Nichts, was speziell für ihn angefertigt war. Einige Leute kamen daher und haben ihm dann irgendwelche besonderen Kleider geschenkt. Und damit diese Leute, die ihm da etwas gebracht hatten, davon einen Nutzen hatten, dass sie sozusagen eine gute Tat vollbracht haben, um ihre Gutheit zu vermehren, hat er es dann ein bisschen getragen. Aber es nur für eine kurze Zeit. Es war im Grunde genommen ihm völlig egal, er war ohne Begehren, Verlangen im Hinblick auf Kleidung. Und weil er keinerlei Aufmerksamkeit, Wichtigkeit der Art des Essens und der Kleidung gab, dann hat es auch andere dazu inspiriert und Leute, die auch dann in diesem Beispiel folgen, keine große Wichtigkeit all dem Essen und der Kleidung und so weiter beimaßen, waren für ihn eine Freude zu schauen. Er war sehr davon angetan, wenn sie tatsächlich ihr ganzes Verlangen an den Sinnesgenüssen verminderten und die 8 weltlichen Sorgen loslassen konnten und so weiter. Das hat ihn sehr erfreut. In dem Fall bei Michidoji selber, er verwand diesen Körper dafür, um in diesem Leben zu bleiben. Er hatte, aber hatte gerade das Wenigste, um nicht zu frieren oder hungrig zu sein. Aber er konnte natürlich, er hätte das köstlichste Essen oder die Kleider tragen können, aber so wie es in der Vergangenheit hieß, die Karmapas sind niemals in irgendeiner Weise, haben sie einen Mangel an Wohlstand und so weiter, weil so viele Dinge geschenkt werden und so wie es in Tibet war, in den Mongolien und so weiter, die ihm unglaublich viele Geschenke dargebracht wurden und so weiter. So. Selbst die Könige in Tibet hätten da sich nicht dran messen können mit dem Wohlstand der Karmapas zeitweise, aber er war in keiner Hinsicht dieser Art. Und was hier das ist vielleicht das, was ich dieses reicht jetzt zu sagen, zu diesem 20. guten Tag. Morgen möchte ich aber allerdings die ein bisschen ändern, die Zeitablauf. Ich weiß nicht, ein bisschen vielleicht Rücksicht nehmen auf mein körperliches Befinden. So des anderen Tags hatte ich ein merkwürdiges
wenn du hier im Kopf nicht so schwer, dass ich hätte ins Krankenhaus gehen müssen, aber es war wirklich sehr merkwürdig. Also einfach ein Zeichen dafür, so nehme ich das, dass ich ein bisschen sorgsam sein sollte. Wir sollten die nächsten Tage unseren Zeitablauf etwas ändern. Am 16. werden wir dann einen freien Tag haben. Es ist ein Tag frei für euch, aber ist nicht für mich ein Tag frei, weil ich habe genug zu tun. Und am 17. haben wir wieder eine Sitzung und am 18. wieder frei und am 19. wir haben wieder Unterweisung. Das ist unser letzter Tag. An dem 21., 22. und 23. für 3 Tage, wenn wir keine Sitzung haben. Aber es wäre gut, da sollten wir einige Zeremonien haben, Pujas oder Sadhanas. Und der Grund dafür ist zum Beispiel der Krieg in Ukraine. Und Wünsche sollten wir machen, weil so viele Leute gestorben sind, auch in dem Krieg. Und dieser Krieg ist, wenn dieser Krieg sich nicht keinen guten Ausgang nimmt, dass dieser Krieg zu einer noch größeren Krieg führt. Das ist also alles nicht ausgeschlossen. Wir sollten dafür diese ganzen Kriegstätigkeiten zu befrieden und so weiter, ist es wichtig, dass wir gute Wünsche fassen. Auch kürzlich gab es in Tibet einen Absturz eines Flugzeugs. Man weiß immer noch nicht, warum das passiert ist. Aber die Art und Weise, wie das Flugzeug abgestürzt ist, war ganz anders, als das sonst passiert. Irgendwie außerordentlich merkwürdig. Einfach wie, als ob es aus dem Himmel heruntergefallen wäre. Und einfach alles zerschellt am Boden. Und man hat kaum etwas gefunden. Deswegen haben uns Leute gefragt, dass wir dafür Wünsche machen und so weiter. Deswegen werden wir also für 3 Tage uns versammeln und ich habe noch nicht entschieden, was wir da genau machen werden. Aber grundsätzlich ist es gut, wenn wir Amitabha Sadhana durchführen. Aus dem Himmelsschatz Dharma. Aber ich habe noch nicht genau entschieden und ich werde es auf jeden Fall bald mitteilen. Jedenfalls müssen wir für ein paar Tage den Kurs etwas ändern. Und dann haben wir haben also dann abwechselnd einen Tag Unterweisung und dann wieder einen Tag frei und so weiter. Mir scheint es am besten, wenn man dann einen Tag Unterweisung hat und dann wieder einen Tag Pause und so weiter. Wenn ich mich zu sehr mit Gewalt hier mühe, dann fühlt sich das sehr merkwürdig in meinem Körper an. Manchmal denke ich, ich muss einfach durchdrücken und mich anstrengen, aber gebe mir sehr viel Mühe, aber das fühlt sich dann nicht so richtig an. Und das scheint so, dass es dann nicht für lange Zeit so gehen könnte und so ist die Situation. Das ist das, was ich hier mitteilen wollte und das mag jetzt für heute genügen und jetzt werden wir Widmung und Wünschen begehen.